X-Men Zukunft ist Vergangenheit oder wie er im Original heißt, X-Men Days of Future Past, ist ein Film aus dem Jahr 2014 mit Patrick Stewart, Ian McKellen, James McAvoy, Michael Fassbender, Nicholas Hoult, Jennifer Lawrence und noch ein paar anderen in den Hauptrollen, denn sie spielen halt den X-Men-Cast, der ja bekanntlich relativ groß ist, jetzt noch größer, weil in diesem Film die beiden Versionen der X-Men aufeinandertreffen. Man hat nämlich auf der einen Seite die Jungen und auf der anderen Seite die Alten. Von der Story her geht es darum, dass wir uns 20 Jahre in der Zukunft befinden. Die Mutanten, sowohl wie die Menschen, stehen kurz vor der Auslöschung durch die Sentinels. Und jetzt soll halt einer der X-Men in der Zeit zurückgeschickt werden, damit diese Version der Zukunft nie stattfindet. Und so entscheidet man sich, Wolverine zurückzuschicken, da er der Einzige ist, der nicht irgendwie älter, jünger wird, der auch körperliche Wunden wieder heilen kann. Um das jetzt schon mal zu sagen, der Film hat mir unglaublich gefallen. Für die ersten 15 Minuten nach den Opening Credits hing mir einfach meine Kinnlade unten auf dem Boden, weil diese Szenerie war einfach so bombastisch und genial und ich hatte damit einfach nicht gerechnet. Die Special Effects sind unglaublich gut gemacht, also die Sentinels haben mich ein bisschen an die Destroyer aus Thor erinnert, aber die sehen einfach super gut aus, auch die ganzen Superkräfte. Es gibt eine, die kann Portale schießen, das hat mich dann ein bisschen an Portal erinnert. Aber alles in allem funktioniert das auch wieder so gut alles zusammen, also die funktionieren wirklich als Einheit super gut. In der Vergangenheit spielt das Ganze in den 70er Jahren, da haben wir dann halt den jungen Xavier und den jungen Magneto, die halt ein bisschen pissig aufeinander sind und dann aber wieder zueinander finden müssen. Und dann gibt es auch noch den von Peter Dinklage gespielten Bolivar Trask, der halt der Erfinder des Sentinels ist in den 70ern. Und bei Peter Dinklage muss ich sagen, dass der mich in keiner Weise an Tyrion Lannister erinnert hat in diesem Film. Ich glaube, es könnte daran liegen, dass er so eine schöne 70er-Brille hatte und einen Schnauzer. Also wie ich schon gesagt habe, der Film hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe sehr viel Spaß damit gehabt. Ich habe nichts, was ich daran auszusetzen habe. Deswegen kriegt der Film von mir 10 von 10 Punkten. Habt ihr den Film gesehen? Wenn ja, wie fandet ihr ihn? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr den Film seht, dann bleibt mal wirklich bis zum Ende des Abspanns sitzen, weil dann gibt es noch so eine kleine Szene, ist halt Marvel. Dann bis zum nächsten Mal.